feiert mit seinen Jüngern Passa. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Dann essen sie gemeinsam. Beim Essen sagt er, dass einer der Jünger ihn verraten wird. Die Jünger sind verschrocken. Sie haben sich aneinander gefragt, wer kann das nur tun? Jesus nimmt das Brot, bricht es und sagt, das ist mein Leib. Dann nimmt er den Wein, gibt es seinen Jüngern und sagt, das ist mein Blut. Das ist der Bund zwischen Gott und den Menschen. Nach dem Essen geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Dort will er mit ihnen beten, aber die Jünger sind so müde, einer nach dem anderen schläft ein. Jesus betet, Vater, hilf mir, dass ich nicht leiden muss, aber wenn es nicht anders geht, will ich deinen Willen tun. Jesus geht zurück zu den Jüngern und weckt sie auf. Wacht auf, der Verräter ist schon da. Judas hat mit den Soldaten ein Zeichen abgemacht. Der Mann, der zur Begrüßung grüßt, der müssen sie festnehmen. Judas grüßt Jesus. Die Soldaten wollen Jesus mit Gewalt festnehmen. Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr mich mit den Schwertern festnehmen wollt? Die Soldaten bringen Jesus vor Gericht, aber sie finden nichts Schlechtes an ihm. Der Hohepriester fragt, bist du der Christus? Ja, der bin ich. Was? Empört zerreißt sich der Hohepriester das Gewand. Das ist Gottes Lästerung. Er ist schuldig, rufen alle. Er muss sterben! Sie führen Jesus zum römischen Statthalter Pilatus. Hörst du denn nicht, was sie dir vorwerfen? Fragt Pilatus. Aber Jesus schwiegt. Jedes Jahr wird ein Verbrecher freigelassen. Pilatus fragt das Volk, wollt ihr Jesus frei haben oder Barabbas? Barabbas ist ein schlimmer Verbrecher. Das Volk schreit Barabbas, wir wollen Barabbas frei haben. Und was soll die mit Jesus machen? Ein Kreuz mit ihm, ein Kreuz mit ihm. Jesus muss ein schweres Kreuz den Berg hochtragen. Sie haben ihm auch eine Dornenkrone angelegt. Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz. Die Leute, die am Kreuz vorbeigehen, verspottet ihn. Komm doch vom Kreuz runter, wenn du Gottes Sohn bist. Am Nachmittag, um 3 wird es ganz dunkel. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verloren? Ruft Jesus laut. Dann stirbt Jesus. Es hat ein großes Erdbeben gegeben. Der Mann ist wirklich Gottes Sohn, sagt der römische Hauptmann. Josef von Arimathea, ein Mann aus dem Hohen Rat, kauft ein feines Tuch und wickelt den toten Jesus drin ein. Er legt Jesus ins Grab. Sie verschliessen das Grab mit einem grossen Stein. Früh am Sonntagmorgen kommen die Frauen zum Grab. Sie haben teure Öl gekauft. Was machen wir mit dem großen Stein, der vom Grab liegt? Fragen sie sich. Sie kommen zum Grab und der Stein ist schon weg. Die Frauen erschrecken. Aber der Engel sagt, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus. Er ist nicht mehr da. Er ist auferstanden. Er lebt. Die Frauen sind zurückgegangen zu den Jüngern und erzählen ihnen, was sie erlebt haben. Doch die Jünger glauben ihnen nicht. Wenig später erscheint Jesus allen 11 Jüngern und sagt ihnen, jetzt geht ihr zu allen Menschen und erzählt die gute Nachricht von mir. Wir zeigen euch jetzt, wieso das Jesus sterben am Kreuz von Golgatha. Was dort passiert ist. Das ist der Zustand von uns Menschen, von dir und mir. Wir sind nicht immer nur fair zueinander. Wir verletzen uns manchmal mit unseren Worten. Wir denken nicht immer nur gute Sachen. Und darum sagt die Bibel über uns Menschen, dass wir Sünder sind. Wir verfehlen eigentlich das Ziel, für das Gott uns geschaffen hat. Das ist der Zustand des Menschen. Das ist Jesus. Jesus ist ohne Sünde. Das sagt die Bibel, das sagt sogar auch der Koran.
dass Jesus schuldlos war. Und das sagen auch außerbiblische Zeugen mehrfach, dass Jesus sich nicht zur Schuld kommen lassen hat. Jesus war also ein Mensch, der sich nie etwas zur Schuld kommen lassen hat. Er war ohne Schuld, ohne Fehler, ohne Makel. Jetzt zeigen wir euch, was am Kreuz von Golgatha passiert ist. Der folgende Tausch. Jesus hat das Leben von uns genommen. Das heisst, der Mensch, sein sündiges Leben, hat Jesus auf sich genommen. Und schenkt uns Menschen sein Leben. Also Jesus nimmt uns sündhafte, mit Fehlern behaftetes Leben auf sich und schenkt sein Leben uns. Er, Jesus, trägt unsere Schuld und stirbt anstelle von uns, damit wir leben dürfen. Und das ist ein reines Geschenk, das wir einfach annehmen dürfen. Das heisst in der Bibel, Gott hat Christus, also den Messias, der ohne Sünde war, an unserer Stelle zur Sünde oder zu Sünde verurteilt, damit wir, also du und ich, wir durch Gott als gerechte Menschen können bestehen. Also als Menschen, die quitt sind, schuldlos, die dürfen im Reinen sein mit Gott. Ich empfehle euch, jetzt gerade als Familie, dass ihr einen kurzen Augenblick Zeit nehmt und jedes einfach Danke sagt für das, was Jesus uns geschenkt hat. Er hat uns ein ewiges, neues Leben geschenkt. Tschüss, wieder, ciao! Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünder aller Welt auf die Schultern nahm. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegt hast, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei in deiner Gegenwart.
Ich möchte uns noch 1, 2 Gebetsanliegen weitergeben. Und zwar möchte ich, dass wir schwerpunktmäßig an die Kranken gehen. Wir sind hier vor dem Kantonsspital St. Gallen und lass uns doch einstehen und beten für die Menschen, die krank sind. Vielleicht kennst du Leute, die an Covid-19 erkrankt sind. Lass uns für die einstehen. Vielleicht kennst du Leute in deinem Umfeld, in einer Nachbarschaft, die sogar auf der Intensivstation sind, die wegen sonst etwas im Spital sind. Denken wir an die im Gebet. Denken wir auch an Menschen, die chronisch krank sind, die kein einfaches Leben haben, die leiden, die Schmerzen haben und die natürlich durch die Situation, die jetzt ist, auch noch mehr isoliert sind als sonst. Denken wir auch besonders an sie und denken wir auch an ältere Leute, an Senioren, wo der Bewegungsraum auch noch weiter eingeschränkt ist, die auch noch mehr isoliert sind als sonst schon. Denken wir auch an sie im Gebet, ganz speziell. Ja, es ist Frühling und die Vögel pfeifen und es ist schön Wetter und Frühling ist immer auch der Startpunkt von der Anmeldung zu der Projektwoche. Und diesbezüglich für die Projektwoche 2020 gibt es gute News. Man kann sich nämlich ab sofort anmelden.